just a little different from all these dudes. Okay, they riding waves, me, I'm up on a cruise. Yeah, you feel like me, then you got nothing to prove. I see him trying to do what I do. Salut und herzlich willkommen bei Lachsplay. Luc, wo sind wir denn noch im Land? Danilo, heute sind wir zu Jörg Lenster am Gamers Resort, organisiert von Relion und Videogames Alu. Sag mal, sind jetzt auch Sloppy Joes? Danilo, das fanden wir zusammen raus. Komm und mach. Wuhu! Wen Ubisoft sieht, der sieht meistens Open World gedöns mit viel zu viel Sammelkram. So macht das aber los Schluss. Genau. Prince of Persia, The Lost Crown, also ein 100%ige Metroidvania, der beweisen will, dass Oldschool einfach nicht zu toppen ist. Ubisoft hat an den letzten Monaten mit Negativschlagzeilen geglänzt. Von einem Skull and Bones, das seit seinem Reveal auf der E3 2017 bis dato 6-mal verrückt ab bis 2021 $120 Millionen gekostet hat, zu einer äußerst fragwürdigen Aussage von Anfang Januar von einem Ubisoft-Exekutiv, dass Spieler sich, ich zitiere, «Druck gewinnen müssen, Spieler nicht mehr zu besitzen». Ja, dazu äußere ich mich nicht weiter. Dabei kommen noch 124 Arbeiter, die hier Platz bei Ubisoft verloren haben, und der sogenannte Fall von Grace ist komplett. Kommen wir zu Prince of Persia The Lost Crown, einem neuen 2.5D Sidescroller, der den 18. Januar rauskommt und eine wirklich passende Nummer dreht. Und diesem Review probieren nicht froh zu beantworten, ob es Ubisoft beim neuesten Prince of Persia gelungen ist, hier Lost Crown herumzukriegen, oder ob Ubisoft nach einem harten Weg für unsere Schritt für und spitz zu kommen. Die Story spielt am Persischen Reich, wo in 30 Jahren drückend an Hungersnot und die gelegentliche Kushan-Invasion dem Reich den Untergang droht. Dir spielt der Sargon, von 7 Membern von der persischen Elitegruppe den Immortals, die beauftragt wurden, den Kushan-General zu besiegen und damit der Kushan-Invasionen anzubereden. Nach dem Besiegen von Invasoren passiert während der Feierlichkeiten dann das Undenkbare. Der Griecher und Prinz von Persien wird gekidnappt und das ausgerechnet vom Mentor vom Sargon, dem Anahita. Und so ist eine neue Aufgabe, Richtung Mount Kaf zu machen, für den Prinz zu retten. Die Leute, die sich mit Prince of Persia ein bisschen auskennen, freuen sich bestimmt, aber wo bleiben die ganzen Time-Shenanigans? But do not fear, dazu kommen wir direkt. Mount Kaf ist nicht erst die langweilige Birch, mit die allheimischen Simurg, dem Gott von der Zeit, der plötzlich verschwunden ist. Oh naja, ohne Zeitgott, den sich am Ursprung kümmert, herrscht Chaos im Mount Kaf, und Zeit scheint heute seine eigene Willen zu haben. Lo ist also unseren Protagonisten, sich Zeit in der Tan zu machen, für diesem legendären Birch zu evaluieren. Natürlich fängt all Held klein an, so also Sargon. Mit seinen 2 Schwerter, Laila und Kai, und seinen akrobatischen Manöver schnetzelt sich als guter Mann durch den Mount Kaf. Das Kampfsystem ist wirklich unterhaltsam und es entfaltet sich während dem Kampf ein Klingenballet, das seinesgleichen Sicht. Vom inneren Gegnerrutsche für Attacken auszuweichen bis hin zum Parieren ist alles dabei. Und zum Parieren geht es nach mehr zu sein. So mit Parieren sind 4 Nachteile. Pariert er zu frei, kriegt er extra Damage, durchgestellt durch rote Blitzeffekt. Pariert der Gegner die verzweifelten Angriff starten, killt die Gegner mit einem Angriff, aber Bosser dealt dir extra Damage. Trifft dich die verzweifelten Angriff allerdings, kriegt er besonders viel Schild. Zu guter Letzt für die auch Angriffe von den Gegnern, die nicht pariert können gehen, der erkennt dadurch, dass der Gegner immer rot abliegt. Durch Angreifen und erfolgreich parieren sammelt die Athra eine Energie, die an dieser Welt durch alle Lebewesen fließt. Und nutzt die ihre gesammelte Energie für einen Spezialattack auszuführen. Holt ihr Schwert durch den gegnerischen Angriff, verliert den Teil von ihrem Athra, das aber nimmer, solange wie die nach kein ganze Balken voll wird. Ihr könnt multiple Balken und Athra-Energie aussammeln, für dann einen dementsprechend devastating Attack auszuführen. So ist zum Beispiel ein Level 1 Attacke in Energiekreisschnitt den Gegner wegschleudert und ein Level 2 Attacke in Heilkreis im Boden den Gegner wegschleudert und ihr heilt, solange die dran steht. Für euch an den Kampf für die zu verschaffen, habt ihr nicht nur mit Möglichkeit, den Gegner zu nutzen, für die Gegner Schütze zu fügen, mehr auch Heiltränke auf verschiedene Amulette, die ausgerüstet können gehen. So gehen nicht unter anderem Amulette, die euch mit Leben gehen oder dass ihr den Mann schüttisch Gift kriegt. Der Sargon hat fast unzählige Slots für Amulette auszurüsten und alle Amulette brauchen einen gewissen unzähligen Slots. Die muss ich also immer gut evaluieren, welche Amulette die gerne ausrüsten wird.
Kämpfen ist natürlich nicht alles. Für ein guter Metroidvania-Fashion schall den no an no nach weiter Fähigkeiten frei, die ihr nicht nur am Kampf nutzen könnt, mehr auch in der Spielwelt, für den Fedrun nicht erreichbar Gebiete zu kommen. Die hat Plattformen, auf die ihr nicht mehr kommt, wenn jemand einen Fernkampf auf einen Knosp von einer Pflanzbuti schießt, halt kriegt ihr einen Bow. Der noch fantastisch aus wie die nervigen Gegner zu besiegen. Eine Plattform ist so weit fort, wie durch einen normalen Sprung drauf zu kommen, wie wir mit diesem fantastischen Dash, den ihr in der Luft nutzen könnt. Also kommt ihr Stück für Stück durch die gar nicht mal so kleine Map von Mount Cave. Ihr könnt den Blick auf die eindrucksvolle Umgebung werfen, von idyllischen Büschern mit einer Horror-Korruption bis hin zu den dunklen Katakomben in der königlichen Stadt. Das ist alles dabei. Für ihr Scheine zu verlaufen, bietet das Spiel das sogenannte Auge des Wanderers, ein schönes Wort für eine Waldkarte, um der ihr eigene Markierungen setzen könnt, sodass ihr auch nicht mehr leicht verpasst. Daneben haben sich die Entwickler bei Ubisoft Gedanken gemacht, wie den Überblick besser an dieser großen Welt behalten könnt. Wir kennen all die Probleme. Wir haben eine neue Fähigkeit gelernt, mit der wir auf einen Platz kommen, wo wir für noch nicht hingekommen sind. Aber wo war das noch mehr? Ich kann natürlich einen Marker setzen, aber wenn ich eine Woche Pause Spiel ummachen, kann ich garantieren, dass ich nicht mehr weiß, welche Marker was aussieht. Und da kommen Memory Shards zum Einsatz. Memory Shards ist eine Ressource, die ihr nutzen könnt, für von ihrem Bildschirm ein Foto zu machen, die dann auf ihrer Map auf der Platz zu sehen ist. Da erlaubt ihr auch nur längerer Pause genau zu wissen, wieso ihr auf der Platz nicht weiterkommen seid. Durch die ganze Spielwelt bewegt sich der Protagonist höchst eindrucksvoll. So wird in diesem Spiel gelaufen, gerutscht, gesprungen und gewalljumpt, für von A auf B zu kommen. Die ganze Akrobatik wird aber auch besser benötigt, weil bei so manchen Passagen oft schon mal angehalten gehen. Besonders schwere Plattformpassagen belohnen nicht mit einer Schatzkiste, die Zeitkristalle, Währung in diesem Spiel, ein neues Amulett, ein neues Slot für Amulette oder auch Lebensupgrades kann gehen. Des Weiteren können ihr auch besonders wertvolle Xerxes-Münzen oder Damaskusbarren an den Tod locken. Während er Reis für den Prinz zu retten, fand ihr Mount Cave auch noch allerlei andere Leute, die Hilfe brauchen oder ihr tatkräftig unterstützen können. Fariba, ein kleiner Wanderin, die ich neben kleinen Hinweisen würde, hier muss auch die Optionen bei der Karte abzudecken für das jeweilige Gebiet, von ihr fand. Ein Fun Fact für die Leute, die gut aufpassen, ist Fariba summt manchmal den Main Theme von 2008, der Prince of Persia Reboot. Neben gibt es eine Händlerin, die ich nimmt allzu gerne Amulette oder Upgrades von ihren Heiltrank, Unzoll und Effizienz verkauft. Eine Schmiedegottheit, die ich für die nötigen Materialien in Rüstung, Bow, Schwert und Amulette verbessert. Und zu guter Letzt ein Herr an der Kanalisation, die ich den Waren am Austausch gegen die seltenen Xerxes-Münzen anbietet. Die ganze Hölle für die Opera ist aber auch besser nötig, weil den Tod ist in diesem Spiel allgegenwärtig. Wo stachelbespickte Fallgruben bis hin zu explodierender Vegetation will ich alles beide Gefatter totschicken. Wie an all Videospielen ist aber auch heute dort nicht mehr ein kleines Hindernis. So kommt ihr nur all dort bei ihrer lastbesichtigten Wack-Wack-Bahn. Dark Souls-Spieler, die ich nicht gerne mit Bonfire vergleichen. Heute wird nicht mehr das Leben bei allen Besuchern abgefüllt, mehr auch Pfeiler für den Bau, und das ist die einzige Platz, wo ihr neue Amulette oder andere Fähigkeiten ausrüsten könnt. Und damit kommen ich dann auch auf die Sachen zu schwätzen, die einen bisschen sauer abstoßen können. Die Ausrüstung von Amuletten und andere Fähigkeiten nicht bei einem Wack-Wack-Bahn machen zu können, zwingt ihn dazu, für alle Kleinigkeiten zurück bei Bahn zu laufen. Die sind zwar am Spiel gut verdient, ob den zusätzlichen Backtracking hat ihn aber verzichten können. Die Schnellreisen ist nicht zwischen der sogenannten Hummer-Statue möglich, dafür geht es zwar ein paar pro Gebiet, da die Gebiete aber teils ziemlich groß können ausfallen, sind die oft ein gut Stück NRW für bei so einer Statue zu kommen. Es wäre wesentlich mehr angenehm gewesen, wenn Wack-Wack-Beam als Schnellreisemöglichkeit genutzt könnte gehen. Und zum Schluss muss ich noch sagen, dass es wenig nervt, dass du Saugen von Bildschirm zu Bildschirm abhält zu sprinten. Und ich meine Screen sprinte noch, und sobald du bei neues Screen kommt, muss ich das Sprint neu aufhängen. Das steuert den allgemeinen flüssigen Spielstil leider ein wenig. Prince of Persia The Lost Crown ist ein fantastisches Spiel und noch einen gelungenen Titel an einer langen Reihe Prince of Persia Spiele. Den 2.5D und den Anime inspirierte Kampfstil passen ideal zu einem Prince of Persia und die herausfordernden Plattformpassagen lassen in bekannten Titeln wie Hollow Knight denken. Mit neuen Ideen wird Memory Shards probieren, den Entwickler dem ganzen Metroidvania ihre Stempel abzudrücken, was auch in diesem Fall gelungen ist.
Dazu nach eine aufweisungsreiche Map und interessante Fähigkeiten, die nicht nur Zugang zu neuen Gebieten bieten, mehr auch am Kampf clever genutzt müssen gehen und das Gesamtpackage ist komplett. Ubisoft hat in letzter Zeit ein paar Aussagen gemacht, Entscheidungen getroffen, Spieler und Unendlichkeit verrickelt und dadurch das Vertrauen von den Spielern ein wenig verloren. Mit diesem Spiel weisen aber die Ubisoft-Entwickler, dass die Luft noch lange nicht raus ist und dass sie bereit sind, sich eine Krone zu verdienen. Prince of Persia Lost Crown ist für mich das erste neue Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe, und es lädt direkt heiß für alles, was du noch könnt. Also für jeden, der mit Metroidvanias etwas aufhängen kann, sich nicht darauf steuert, regelmäßig zu sterben und sehnsüchtigst ob Silksong Wort, kann ich das Spiel nimmen rekommandieren. The mighty Simurgh, protector of Persia, has long left. But should our enemies try to take advantage of the situation, they will soon... Hallo, geht der Zeitfang. Ist alles okay? Soll ich eine Ambulanz rufen? Ja, das sollte eine Referenz sein, ob also Yu-Gi-Oh! Master Duels Beitrag sind. Ich dachte, du gehst halt einen Hirschlag machen. Nee, das ist Yu-Gi-Oh! Mann. Hä? Du spielst nach immer Yu-Gi-Oh? So schon das. Ah, also doch, ein Hirschlag. Ah. Wir kannten noch Yu-Gi-Oh! Oh, wie flott es da immer war, an der Pause gegen den Kollegen zu spielen und Karten zu tauschen. Ah, Sally! Willst du auch spielen? Das ist doch zu kompliziert und das ist doch zu teuer. Das ist nicht schlimm. Komm mal, ich tipp für dich. Yu-Gi-Oh! Master Duels. Für die, die Yu-Gi-Oh! fangen wollen, an ein gutes System brauchen, den die Regeln vom Spiel erklärt, oder einfach im Spielen wollen, ohne ihr Seele müssen zu verkaufen, ist Yu-Gi-Oh! Master Duels die perfekte Alternative. Aber nicht nur sind sie ganz aufhängerfreundlich, du kriegst direkt von Anfang an das Spielbad Deck. Selbstverständlich ist sie nicht gezwungen, bei dem Deck zu bleiben. Mit kann ihr sein eigenes Deck bauen mit den Karten, die aus dem Booster gezogen wird. Jupp, die wird richtig scheren. Wie auch am realen muss ihr seine Karten aus Boostern ziehen. Das kann halt zu frustrierend sein, wenn ihr eine spezifische Karte braucht, aber wenn ihr spezifischen Archetype spielen wollt, tut ihr vielleicht die Chance beim Booster machen, einen Schlüssel zu kriegen. Den gibt ihr dann hin und dort die Möglichkeit, einen Booster freizuschalten und die Chance mehr hat, für dann die spezifische Karte zu ziehen. Für Booster am Spiel können zu kriegen, braucht ihr aber Gems. Die kann ihr beim Spielen sammeln oder einfach über den Shop kaufen. Ja, oder auch nicht. Punkto Raritäten haben wir 4 verschiedene Kategorien. Einke normal, Rare, Superrare und Ultra-Rare. Klingt für den nächsten Moment uninteressant, mir das ist in der Hinsicht aber wichtig, weil das Spiel eine Recycling-Möglichkeit gibt, für die Karten, die ihr nicht mehr braucht, auf Punkten von der gleichen Rarität umzuwandeln, auch gezielt spezifische Karten können zu craften, die ihr dann aber noch braucht, mir nicht gezogen wird. Hol ihr sein Deck pratt, gibt es verschiedene Spielvarianten. Du unterscheidest mal zwischen Solo und Duell. Wie das für Solo schon seht, kann ihr heute diese lang spielen. Beim Solo habt ihr auch Zugriff für Tutorials und die Möglichkeit für neue Decker kennenzulernen. Aber am Solo sind auch kleine Geschichten von den Archetypes dabei, die in der Welt ganz interessant sind. Beim Duell könnt ihr gegen der Kollegen oder random Spieler antreten. Den Duell sind 3 verschiedene Kategorien angedeelt. Ein Casual für einfach gemütlich zu spielen, dann oder noch The Ranked für die, wo wir kompetitiv unterwegs sind, und dann haben wir noch zum Schluss, wo Konami regelmäßig Duelle proposiert, den Event. Wenn ihr erst für ihren Modus entscheidet, geht es dann auch schon mal am Spielen los. Wie am Realen fängt als Spieler macht 8000 Lebenspunkte an und dann hat 5 Karten. Ziel vom Spieler ist, mit ihren Monstern, Zauber auf alle Karten dem Gegner seine Lebenspunkte auf 0 zu bringen. Wie genau die dann am besten macht, das sieht am Solo, wenn der Tutorial so aufschließt. Ich muss aber so beim Spielen ist mir aufgefallen, dass Konami sich aber immens viel mehr gemacht hat für mit Animationen. Mehr aber auch die Möglichkeit gelöst wird, für ein Spielfeld zu personalisieren. Vom Feld, Leaves, bis aber auch die kleinen Halbumfeld könnt ihr mit Gems nur ihrem Gu erwerben und personalisieren. Ich hoffe, in diesem kleinen Ableg könnt ihr Schluss gehen, mit Yu-Gi-Oh! Anzufangen. Aber wie wisst, falls ihr aber einmal auch eine geometrische Karte spielen wollt, seid sich vielleicht beim Turnier. So, da gebe ich dir einen Link zusammen machen. Zusammen SP. SP-Fakt. Target zieht 2 für zu banishen. Hast du den Fakt okay? Aber wie viel für den SP kostet?
110 wie war wie was mir 100 Euro nee 110 wie was mir die Logo geht De folgende Kandidat braucht keine lange Erklärung. E gouf langer Wort. Huet fir gemischte Gefiller gesuercht, anders vu den Star vun dieser Episode. An Heimat kennt noch eise kleine Paarverkehr zu Starfield. Für dis Konsolegeneration war Starfield wohl een vun de meest erwarteste Spieler. Net nëmmen ass et die eicht neue Franchise vu Bethesda seit keine Ahnung wie nie, mir auch hiet eicht Spiel mat engem Science-Fiction-Setting. Mittlerweile dürfte da aber kein Geheimnis mehr sein, dass, obwohl das Spiel bei den Kritikern eigentlich richtig gut angekommen ist, es bei den Spielern also ziemlich mixed Opinions gekriegt wird. Am Kern ist Starfield eigentlich auch genau das, was den erwartet wird. Ein Bethesda-Rollenspiel, ähnlich wie Elder Scrolls oder Fallout. Während Fallout 4 zwar ein bisschen kritisiert wird, für nicht genug Rollenspiel zu sein, geht Starfield hier aber all in. Nein, doch. Das ist einerseits natürlich richtig cool, weil es ihn zwingt, sich mehr Gedanken zu machen, welchen Charakter ich spielen will, und welchen Wert ihn priorisieren will. Andererseits sind aber auch verschiedene Spielelemente, die ich als Key-Features vom Spiel gesehen, die hier 100 Skills gespart gehen, die ich natürlich mal freischalten muss, für sie zu nutzen. So hat ihn zum Beispiel ein Jetpack am Spiel, den mega eigentlich essentiell zur Fortbewegung ist. Den kann ihn aber auch recht benutzen, weil ihn der Skillpunkt auf ihn ausgehen wird. Das hätte in meiner Meinung nach aber bestimmt mehr elegant lesen können. Aufgesehen davon sind ich einfach große Fan von den Rollenspielelementen, wo ihn wirklich cool Sachen kann haben, die Auswirkungen auf das Spiel haben, wie dass ihn immer mal eine Health Regen hat oder regelmäßig Schulden aufbezahlen muss. Oder wie in meinem Fall regelmäßig von Bounty Hunter Gesicht geht, an einen gewissen Fan, den verschiedene vielleicht kennen, in Nerven könnt. Is it really, really you? Als Sci-Fi-Spiel steht der Gunplay natürlich, genau wie bei Fallout, mehr im Fokus wie der No-Kampf. Hier hat sich aber auch viel getan. Das ist zwar kein Doom oder Halo, aber der Gunplay fühlt sich gut an und den Aiming ist nicht mehr so schwammig wie noch bei Fallout. No-Kampfwaffe gehen jetzt heute zwar auch, ich muss doch so ein ich gesehen nicht wirklich einen Nutzen dafür. Bis ihr mal an der Range aus für sie wirklich zu nutzen, hat ihn entweder zu viel Damage gekriegt oder den Companions von Gegner sowieso schon alle gut vernischt. Kommen wir aber zu einem von meinen Lieblingsteilen. Raumschiffer sind natürlich aus einem Spiel auch ein riesiger Punkt. Nicht nur kann ich am Weltraum damit fliehen, mehr auch kämpfen. Und hier gehen doch eine Reihe von Waffen als Stats, die riesen Einfluss auf den Verlauf von der Raumkämpfe haben. Wichtig ist heute, dass ich den Raumschiffer praktisch komplett selber gestalten kann, mit unendlichen Möglichkeiten. Also da hätte ich wirklich schon bald ein ganzes Spiel draus machen können. Wie Star Wars Squadrons gespielt wird, der fühlt sich heute direkt daheim beim Energy Management von der Raumschiffer. So muss ich heute auch, ähnlich wie bei dem Spiel, selber entscheiden, wo ihr wie viel Energie hirstößt, für entweder mehr Damage mit den Blastern zu machen, mehr Schild zu holen oder mehr Untrieb von den Triebwerken. Einzig blöd ist wirklich, dass ihr nicht selber von Planet zu Planet fliegt, sondern ziemlich oft durch Screens muss, weil den immer ein bisschen aus der Immersion zieht. Allgemein ist das etwas, was sich bald durch das ganze Spiel zieht, auch schnell die Grenzen von der Engine verdeutlicht. Die Screens sind zwar meistens nicht mehr wie 1 bis 2 Sekunden lang, mehr schuld, also trotzdem. Zur Story will ich aufgesehen von der Prämisse nicht viel verraten. Es tritt in einer Gruppe von Forschern bei, The Constellation genannt, die antike Artefakte sichern, die an der Galaxie verteilt sind und dabei deckt die größten Geheimnisse von der Entstehung von der Welt ab. Also an, es kriegt ihn ähnlich wie bei Skyrim als Dragonborn super cool Superpowers, weil ihr antike Tempel findet. Persönlich finde ich das richtig cool fand, diese Fähigkeiten sind hier aber alle gut in Gravity fokussiert. Just so nebenbei. Ich bin Hermes der Götterbote. Aufgesehen von der Main Quest zu erforschen war ja bislang immer ein riesiges Staple für Bethesda-Spieler.
Das ist heute natürlich auch möglich. Mit Hunderten von Planeten ist sicherlich mehr wie genug zu erkunden da. Leider treffen die wenigstens die enorme Unzahl von Planeten echt selten, ob etwas tatsächlich interessant ist. Wenn das mal geschieht, dann ist es umso mehr cool. Es hat den Eidel großen Planeten, aber auch die dichtbewusste Wälder mit interessanten Lebensformen und für die noch mal Minen und verlassene Laboren, die richtig Horror-Vibes haben. Etwas ist aber sicher. Wenn es in Quests nur geht, Main- oder Side-Quest, egal, seht ihr immer cool Sachen und findet immer interessant Plätze, die da wert sind zu erkunden. Weiterhin hat ihr natürlich auch verschiedene Fraktionen, denen er beitreten kann oder gegen die kämpfen kann. Was aber zum Beispiel dort richtig cool ist, dass da zu einem gewissen Zeitpunkt einfach festgeholt sind, ohne zu wissen, was ich gemacht habe. Nicht mehr für das sich da herausstellt, dass das Militärpolice war, die am Anfang will, dass ich mich bei den Piraten undercover abpflanzen lassen, für die Verbanden heraus zu zerstören. Da kann ich mich dann selber entscheiden, ob ich will das machen oder die Piraten beitreten. Für mich ist Starfield schlussendlich keine riesen Enttäuschung wie für verschiedene andere. Gouf zwar meinem Hype nicht gerecht, aber es ist trotzdem fantastisch Spiel dran, das für alle Fans von Bethesda RPGs oder Fans von Filmen wie Interstellar genau das Richtige soll sein. So, und ich spiele mal weiter, weil ich meine schon knapps unter der Oberfläche gekratzt. Pulled it from the rock, held it in your hands for the first time. How did you feel? Glück, ganz ehrlich. Ja. Nur so viel Humor, wie sich auch nicht, was man für den Dorf noch soll bringen. Na ja, dann ging es so. Ciao. Ciao. Willst du einen Text noch? Nee. Bitte? Das ist kein Foto. Nee, wir filmen. Das ist von mir. Oh ja, herzlich willkommen. Ja.